Dieses Bild heißt, bis dass der Tod uns scheidet. Die Frau in diesem Gemälde scheint das Leiden des Mannes, der neben ihr kniet, vollkommen zu missachten. Auch hier wieder ein dunkler Tunnel und eine bedrohliche Gestalt, die im Schatten lauert. Es scheint, als wolle Ackermann einen Moment aus seiner Kindheit nachstellen, wobei Vergewaltigung und Leid mitschwingen. Achte auf die Position des Mannes. Er wirkt verletzlich, schwach und schutzlos. Genauso hat Ackermann sich wahrscheinlich damals gefühlt. Reinigung der Seele. Zum ersten Mal in Ackermanns Werk wird eine Frau in verführerischer Pose abgebildet. Sie schwebt auf der Leinwand, ihr roter Mantel flattert im Wind und steht im Kontrast zur Grabesstille des Hintergrunds. Rot, die Farbe der Leidenschaft und Verführung, dominiert den Vordergrund, ist aber von purpurnen, grauen und schwarzen Tönen umgeben, den Farben des Todes. Der Frau fehlen die Augen, was vielleicht wachsende Verwirrung und Zorn gegenüber den Frauen in seinem Leben symbolisiert. Die Brücke am aufgewühlten Fluss. Die Frau im Vordergrund wirkt besorgt und fixiert den Betrachter. Ihr ist wohl nicht bewusst, von welchem Chaos sie umgeben ist. Der weite und stürmische Himmel, der üblicherweise für Freiheit und Offenheit steht, löst hier stattdessen bedrückende Gefühle aus und lauert über der Landschaft. Ist das Mark, der seine Mutter bestrafen will? Dieses Gemälde heißt Die Straßen von Prag. Ackermann lebte nur wenige Jahre in Prag. Auffällig sind die dunklen Seitengassen. Sieh dir die Farben an. Die Mauern sehen fast aus, als wären sie wundgeschlagen. Ackermann mochte diese Stadt offenbar nicht. Die Vergebung der Sünderin. Die Frau, die hier abgebildet ist, befindet sich in einer verletzlichen und unterwürfigen Position. Sie fleht inbrünstig um Vergebung. Vielleicht wollte Ackermann mit diesem Bild zeigen, wie seine Mutter ihn um Verzeihung hätte bitten sollen, weil sie ihn nicht beschützt hat. Das erste Bild trägt den Titel »Verlassen«. Rechts ist eine betrunkene Frau zu erkennen, die sich offenbar dessen, was um sie herum geschieht, nicht bewusst ist. In der Mitte des Bildes durchbohren zwei unheimliche Augen die Dunkelheit. Wir wissen, dass Mark Ackermann von seinem Vater missbraucht wurde und seiner Mutter vorwarf, dass sie dies wusste, aber nichts unternahm. Dies spiegelt sich auch im Gemälde wider. Die abgebildete Frau scheint der drohenden Gefahr gleichgültig gegenüberzustehen. Das hier heißt »Der Schüler«. Sein Titel deutet darauf hin, dass Mark den hier dargestellten Mann gut kannte. Obwohl Ackermann in seinem eigenen Kerker steckte, half ihm sein Schüler, diesem gewissermaßen zu entfliehen, was durch das Licht veranschaulicht wird, das durch das Fenster auf den Mann fällt. Er benutzt ihn, um seinem eigenen Gefängnis zu entfliehen. Der Titel dieses Bildes lautet »Geistlos«. Dieser Mann ist buchstäblich geistlos. Achte auf die Nähte an der Stirn, wo vermutlich eine Lobotomie durchgeführt wurde. Das ist Marks schlimmster Albtraum, in einem Gefängnis von Körper und Geist festzustecken. Der Mann steht zwar in einer von Dunkelheit umgebenden Ecke, aber durch ein offenes Fenster dringt Licht herein. Ironischerweise ist sich der Mann dieses Fensters zur Freiheit aber nicht bewusst und bleibt gefangen. Ah, Beatrice. Diese Pflegerin scheint für Mark die ideale Frau zu repräsentieren. Und vielleicht war sie es auch. Die aufmerksame, liebevolle und verführerische Frau wird von engelhaften Weißtönen umgeben. Ihr satter und lebendiger Hautton steht im Kontrast zu früheren Werken. Dieses hier heißt Dr. Hyde. Es ist das erste aus seiner LA-Serie. Ackermann ist in den 30ern bekanntlich in eine Nervenklinik eingewiesen worden. Der Mann in diesem Gemälde stellt Marks Psychiater dar und ist die Karikatur eines ehelosen Mannes, dessen Blick hinter dicken Gläsern verborgen ist. Das Bild strahlt eine gewisse Arroganz aus. Schau dir sein Lächeln an. Er sieht aus wie ein Dorftrottel. Mark respektierte diesen Mann offensichtlich nicht. Dieses Gemälde »Spirituelle Momente« ist das zweite, das in Chicago entstand. Man merkt, dass Mark sich hier wohlfühlt. Die Sonne geht auf und vertreibt das Dunkel. Beachte die warmen orangenen, gelben und roten Farbtöne. Vielleicht war Mark endlich zur Ruhe gekommen und fühlte sich in Chicago zu Hause. Das hier heißt »Gestörte Zuflucht« und ist das erste aus seiner Chicago-Serie. Einer der ungewöhnlichen Aspekte dieses Gemäldes ist die Perspektive, in der es gehalten ist. Es wirkt, als ob Ackermann in diesem Raum ein ungebetener Gast sei, der sich hinter einem Vorhang versteckt. Die abgebildete Frau weiß anscheinend nichts von seiner Anwesenheit und auch nichts von der Dunkelheit, die ihre in Licht getauchte Zuflucht umgibt. So, jetzt haben wir was über die Bettel erfahren. Da haben wir die Anna wieder. Mia, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, sicher.
Sind Sie das hier auf dem Foto? Ja, das bin ich. Wo und wann wurde es gemacht? Ich wusste gar nicht, dass mich da jemand fotografiert hat. Das war auf einer Rave-Party in einem leerstehenden Lagerhaus. Ist ein paar Wochen her. Mit wem waren Sie dort? Ich war mit... Ja, es tut mir leid, Mia. Aber ich muss wissen, ob Sie mit Stefanie dort waren. Ja, Woher kannten Sie Stefanie? von der Arbeit. Sie, Cynthia und Stefanie arbeiteten also in dem Club. Ja, Wie heißt die vierte? ihren richtigen Namen kenne ich nicht. Sie nannte sich Königin der Geheimnisse. Der Vorschrift nach durften weder die Kunden noch die Kollegen den richtigen Namen kennen. Steph, Cynthia und ich hielten uns aber nicht dran. Wir gingen oft zusammen auf Partys. Aber sie blieb stets abseits. Sie nannten sich die Verführerin? Ja, Stefanie war die Blutbaronin und Cynthia die Herrin der Schmerzen. Was genau lief im Club ab? Naja, die Königin der Geheimnisse empfing die Kunden in der Halle der 4 Statuen und ließ sie die Kleidung wechseln. Die Kleidung wechseln. Ja, sie zogen Umhänge im viktorianischen Stil und Zylinderhüte an und setzten Masken auf. Masken. Ja, eine der Regeln lautete, dass ihre Identität geheim bleiben müsse. Waren sicher wohlhabende und einflussreiche Leute, die man leicht hätte erpressen können. Und diese Rollenspielchen fanden sie wohl aufregend. Aber vor allem waren sie beruhigt, dass wir nichts über sie wussten. Dafür haben sie ja auch ordentlich geblecht. Danke, Mia. Ich möchte, dass Sie erstmal bei Richard bleiben, falls ich noch mehr Fragen habe. Sie haben doch nichts dagegen? Kein Problem. So, und jetzt? Die Battle müssen wir uns die anschauen. Normal nicht. So, und wo gehen wir jetzt hin? So, da haben wir Richard. Reden wir mal mit dem. Hast du sonst noch was zu Mark Ackermann? Alles, was ich habe, ist ein Buch, das von der Kunstakademie herausgegeben wurde. Kann ich ein Exemplar haben? Na klar, Vicky. Liegt auf dem Ständer im Zentrum der Ausstellung. Woher das plötzliche Interesse? Es hat was mit meinem Fall zu tun. Was? Inwiefern? Der Mörder hat an 2 Tatorten Nachrichten an den Wänden hinterlassen. Gestörte Zuflucht und die Vergebung der Sünderin. Aber damit konnte ich bisher nichts anfangen. Willst du damit sagen, der Mörder kennt Ackermanns Bilder? Ja, Das würde mich aber wundern. Ackermann ist kaum bekannt. Er wurde noch nie vorher ausgestellt. deswegen musst du mir genau auflisten, von wem du die Bilder gekauft hast und wer alles von der Kunstakademie an dem Projekt beteiligt ist. Tust du mir den Gefallen? Klar, aber das wird ein Weilchen dauern. Danke. Bis später. Tja, dann nehme ich mal deine Liste in Angriff. So, wie war das mit dem Bier hier? Und wo haben wir das? Schauen wir mal, wo es da hingeht. Kann ich nicht benutzen. Richard hat die Schlüssel mitgenommen. Ach so, dann wird es nix.
Die da? Achso, da können wir nicht gerne. Dann wollen wir mal. Tja, wo fahren wir denn hin? Vielleicht schauen wir mal ins Büro. Claire? Was machst du denn hier? Irre ich mich oder ertappe ich dich gerade auf frischer Tat? Ich hatte keine leeren Berichtsblätter mehr, deswegen kam ich hoch und... Wen finde ich da? Claire, welches Berechtigungsniveau hast du? Niveau 2, aber erzähl mir bloß nicht, du versuchst unter meinem Namen Dateien ausfindig zu machen. Gefunden habe ich sie schon, aber man braucht Berechtigungsniveau 4. Ich muss sie aber unbedingt lesen. Hast du etwa eine Spur? Könnte gut sein, aber noch verrate ich nichts. Hab mir nämlich sagen lassen, man sollte nichts voreilig behaupten, bevor man nicht alle Fakten in der Hand hat. Ach wirklich? Welcher Idiot hat dir denn das beigebracht? Du? Während der Ausbildung? Schon vergessen? Stimmt, ich erinnere mich. Egal wie. Die Dateien muss ich lesen. Berechtigungsniveau 4 sagst du? Da wüsste ich nur einen, Todd. Also, du hast nie mit mir darüber gesprochen und ich habe nie gesagt, du könntest es von seinem Computer ausprobieren, statt mich in Schwierigkeiten zu bringen. Victoria? Oh, so nennst du mich nur, wenn's ernst wird. Ich weiß, dass du immer alles 100%ig machen willst. Aber lohnt es sich dafür, deinen Job aufs Spiel zu setzen? Ja, weil ich mich für Stephanies Tod verantwortlich fühle. Wieso das denn? Als ich den Mörder bis aufs Dach verfolgt habe, hätte ich ihn abknallen können. Und warum hast du es nicht? Hattest du Skrupel? Das kann jedem mal passieren, ehrlich. Du hörst dich an, als wolltest du einen Typ trösten, der keinen hochkriegt. Victoria, ich mein's ernst. Naja, ich hing an der Dachrinne. Victoria, wie hättest du denn bitte schießen sollen? Wenn du mit gebrochenem Genick auf dem Bürgersteig gelandet wärst, hätte das den Fall auch nicht vorangebracht. Danke für den guten Rat. Und darüber haben wir nie gesprochen. Allerdings nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Herzchen. Und sobald du alle Fakten beisammen hast, denkst du an mich. Abgemacht? Versteht sich von selbst. Was täte ich nur ohne dich? So, und jetzt... Da ist der Putztyp. Hey, dürfte ich mal diese Schlüssel leihen? Nur über meine Leiche, Senorita. Okay. Und jetzt? War nicht da noch irgendwas? Was haben wir da? Einfache Papiertücher. Servietten. Was machen wir mit denen? So, jetzt ist abdeckt. Das brauche ich nicht. Aha, jetzt haben wir da Saustück gemacht. Das wäre doch die perfekte Arbeit für einen Putzmann. Tut mir leid, aber ich habe eine Riesensauerei an der Kaffeemaschine veranstaltet. Madre de Dios! Die Maschine machte mich noch wahnsinnig.
So, abschleichte. Da haben wir Schlüssel, sonst ein Schraubenzieher, ansonsten nichts mehr. Ja, was machen wir jetzt mit dem Schlüssel? Ach, da war doch mit Todd, der ist doch da Stufe 4. Das Büro vom Boss. Natürlich abgeschlossen. Na, jetzt nicht mehr, jetzt haben wir ja einen Hausmeisterschlüssel. So, jetzt sind wir im Büro. So, jetzt schauen wir mal, was es da gibt. Untersuchen wir mal einen Schreibtisch. Heute da haben wir was. Was war das? Taser. Dieses Ding kann einen starken Stromschlag abgeben. Mal schauen, für was wir das noch brauchen. Das brauche ich nicht. Mist, man braucht ein Passwort. Dann muss ich wohl nach unten zu den Archiven gehen. Nach unten zu den Archiven. Jetzt, was haben wir da? Verschlossen. Verschlossen. Ein Fingerabdruckscanner. Ich brauche einen Abdruck von Todd. Oh, das auch noch. Wo kriegen wir denn her? Da wäre seine Tasse gewesen. So, mit Fingerabdrücken haben wir es schon drauf. Da sprinten wir jetzt nochmal schnell da hinten ins Eck. So, da haben wir die Tasse. Dann war da der Puder. Das ist graues Pulver. Man braucht es, um Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Halt. Die brauchen wir doch. Das ist graues Pulver. Man braucht es, um Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Selbstverständlich. Nimm mal einen Pinsel. Okay, weg damit. Dann brauchen wir Tesa. Das kann ich hier nicht verwenden. Das kann ich hier nicht verwenden. Ach so, Trapper, genau. Vielleicht ist Schöne Abdrücke. Okay, jetzt haben wir die Abdrücke. Die Tasse nehmen wir wieder mit. So, können wir jetzt die Fingerabdrücke direkt verwenden oder müssen wir dann noch irgendwas machen? Jetzt werden wir das da anhalten. Aha, das hat hingehauen. So, da haben wir die Videofilme. Die brauchen wir nicht. Und das haben wir. Sicherheitsschlüssel für den Aufzug. Dann gehen wir jetzt einmal oben. Der andere bastelt noch da hinten umeinander. So, und zwar auf B2. So, und jetzt
Jetzt können wir heute... Wo können wir denn jetzt? Dort ist doch Kostenaufzugsschlüssel. Ich brauche den Schlüssel, um den Archivbereich zu öffnen. Aha. Den haben wir ja. Fahren wir auf B3.